Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren FC Bayern Talk. Ja Leute, diesmal zum Champions League Viertelfinal-Rückspiel gegen CF Villarreal. 1:1, somit ausgeschieden. Ja, eigentlich bin ich ein bisschen sprachlos, wenn ich ehrlich bin. Aber ich versuche da mal so ein bisschen in Worte zu fassen. Also erstmal halten wir fest, dass wir völlig zu Recht ausgeschieden sind. Da müssen wir uns ja gar nicht beschweren. Das Hinspiel war eine Frechheit, die Leistung. Heute in der ersten Halbzeit war es auch schlecht. Ja, das war angeknüpft an Augsburg, das war nicht gut. Wir haben in der zweiten Halbzeit haben wir es ganz gut gemacht eigentlich. Zumindest so 30 Minuten lang. Richtig gut haben wir es so 20 Minuten lang gemacht. Dann haben wir uns wieder einnullen lassen. Und ja, am Ende des Tages hat der Nagelsmann es vercoacht in meinen Augen heute. Warum, wieso, erkläre ich gleich. Soll jetzt gar nicht irgendwie eine Schuldzuweisung sein oder so, aber warum man Lucas Hernandez, ich weiß gar nicht, wie viele Minute war es, in der 87. Minute auswechselt. Wenn also noch mit Nachspielzeit 5 Minuten oder 6 zu spielen gewesen wären. Ja, es waren dann 4 Minuten, es waren dann 7 Minuten insgesamt. I don't know why. Also Hernandez war, die Dreierkette hinten war mit das Beste, was auf dem, von der leistungstechnisch, was auf dem Platz stand. Ja, die waren fehlerfrei gespielt, die standen hinten sicher. Warum dieser Wechsel? Warum dieser Wechsel in der 87. Minute? Was soll jetzt ein Alphonso Davies jetzt gerade da rein, was soll er bringen? Was soll er da jetzt bringen? Die standen die ganze Zeit 90 Minuten lang mit 12 Mann im eigenen 16er. Was soll da ein Alphonso Davies anders machen, wie es ein Hernandez gemacht hat, der schon immer am gegnerischen 16er war? Es war kein Spiel, wo du Speed brauchst, dass wir hinten den Ball gewinnen und dann einen Konter einleiten oder so. Nee, war es nicht. Dieser Wechsel war komplett sinnfrei. Vor allem, weil Hernandez stark war. Er war wirklich stark, ja. Wer hätte jetzt irgendwie einen schlechten Tag gehabt oder so, keine Ahnung, aber dann wäre der Wechsel auch eher gekommen. Habe ich nicht verstanden, was der Gedanke war. Was war der Gedanke? Es waren noch 5 Minuten zu spielen, dann wäre Verlängerung gewesen. Ja, weiß ich nicht. Verstehe ich nicht. Ich will ja auch gar nicht Alphonso Davies jetzt einen Vorwurf machen, dass er das Abseits aufgehoben hat. Alles gut. Aber warum macht man so einen Wechsel, wenn die Dreierkette super funktioniert hat über 85 Minuten oder 87 Minuten? Ich hätte es verstanden, hätte er ihn für Sané gebracht oder sonst was und Koeman auf rechts und Alphonso Davies einen nach vorne. Dass da nochmal irgendwie ein anderer Wind kommt, eine andere Chance für 5 Minuten. I don't know, ja. Hätte man noch nachvollziehen können. Aber eine funktionierende, sehr stabile, sehr homogene, super zusammenspielende Dreierkette 5 Minuten vor dem Ende auseinanderzureißen, wo ist da der Sinn? Also ganz ehrlich, den gibt es nicht. Ja? Den gibt es, in meinen Augen gibt es den nicht. Wie gesagt, kein Vorwurf an Davies. Ich meine, Nagelsmann hat selber gesagt, dass er noch nicht auf der Höhe ist. Geht auch gar nicht so lange, wie er weg war. Warum geht man dieses Risiko ein in so einem Spiel? Wo es 1:0 steht, nur, damit wir in die Verlängerung kommen, ja, dann haben wir noch mal eine halbe Stunde Zeit, da wär noch was gegangen, bin ich mir sicher. Aber nein, weiß ich nicht. I don't know, kannst du dir nicht ausdenken, so ein Wechsel. Aber gut, am Ende des Tages ist es so gelaufen, wie es gelaufen ist und ja, wir sind verdient ausgeschieden. Klar, heute kannst du sagen, ja, das ist ein Champions League-Spiel nicht würdig. Das hat mich so ein bisschen an Chelsea damals erinnert im Finale. Die standen halt auch gefühlt 85 Minuten hinten drin. Aber auch da hat es gereicht und heute hat es halt auch einfach gereicht. Ja, muss man mal, bei Chelsea war es noch ein bisschen was anderes. Chelsea war da schon eine Marke. Ja, dass ein Villarreal nicht nach München kommt und versucht uns an die Wand zu spielen, sollte auch klar sein. Dass sie sich hinten reinstellen und auf ihre Chance warten, sollte auch klar sein, ja. Von daher kannst du denen gar keinen Vorwurf machen.
Den kannst du Vorwurf machen mit ihrer Schauspielerei, Scheiße da. Ja. Aber auch das, wenn der Schiri das nicht unterbindet, ja, dann versuchen das so Mannschaften halt einfach, ne? Deswegen, den kannst du keinen Vorwurf machen in meinen Augen. Die haben das gemacht, was sie können. Ich meine, im Hinspiel haben sie ein bisschen mehr gezeigt. Das war auch vor heimischer Kulisse. Aber die waren halt 1-0 in Front. Und ja, wenn man das dann so kann, wie sie es können, dann spielt man das so. Und wie man gesehen hat, hat die Spielweise denen ja auch recht gegeben. Weil, wie gesagt, erste Halbzeit war gar nichts. Wir haben wieder keinerlei Ideen gehabt. Ja, wir haben heute ein bisschen andere Idee gehabt. Und zwar, dass wir aus dem Halbfeld die Flanken aufs Tor ziehen. Das war unsere Spielidee heute. Das haben wir irgendwie 90 Minuten lang versucht und haben dadurch nicht eine wirkliche Chance kreiert. Gut, dieses eine Halbchance von Musala da. Aber selbst das Tor ist ja nicht so gefallen. Das Tor ist halt durch eine Balleroberung gefallen. Von dem einzigen, der vorne mal wieder wirklich Gas gegeben hat, nämlich Kingsley Coman. War mir dann auch am Ende des Tages einfach zu stupide. Also es kann ja nicht sein, dass wir nur eine Spielidee haben. Und wir haben nur diese Spielidee gehabt. Nur. Ich habe es wieder nicht verstanden, warum man nicht einfach mal zwischenzeitlich einfach mal die Position tauscht. Warum kann so ein King nicht mal nach rechts, ein Sané mal nach links, Sané mal in die Mitte, mal Musala nach außen? Habe ich nicht verstanden. Einfach um denen mal ein bisschen Verwirrung zu stiften. Die waren doch immer schön gestanden. Jeder hat den festen Spieler gehabt auf Außen. Dann kam immer noch einer, der versucht hat zu helfen. Ja, wir sind heute über Außen ein bisschen besser durchgekommen im Hinspiel, keine Frage. Das haben wir ein bisschen besser auseinandergezogen, teilweise dann mit den Spielverlagerungen. Aber es kann doch nicht nur, wir sind der FC Bayern, wir haben nur eine Spielidee, den Ball nach außen zu spielen und dann das Ding aus dem Halbfeld Richtung Tor zu ziehen, um Chancen zu kreieren. Also was ist denn los, bitte? Das kann doch nicht eine Marschroute sein. Und selbst wenn das eine Marschroute ist und man das meinetwegen 60 Minuten lang probiert und sieht, dass es null Nährwert hat, dann muss man was anders machen. Punkt. Ja. Meine Einzige, der da mal versucht hat, aus der zweiten Reihe zu schießen, war Hernandez. Gut, Pavard noch einmal auf der anderen Seite. Aber gerade erste Halbzeit hatten wir halt auch du hast ganz viel oft den Raum gehabt, so 25, 20 Meter vor dem Tor. Ja, dann hau doch mal drauf, das Ding, Alter. Was ist denn los? Also keine Ahnung. Also taktisch, taktisch wurde Nagelsmann in den 2 Spielen definitiv ausgecoacht. Ja, ich denke, das kann man ganz klar festhalten. Da hat er auf jeden Fall in beiden Spielen Lehrgeld bezahlt, in meinen Augen. Ja, vielleicht gesteht er sich das ein und lernt daraus, keine Ahnung. Am Ende des Tages ist es natürlich für uns eine Schande gegen so einen Verein. Nichts gegen Villarreal. Wie gesagt, die sind verdient weiter. Aber für uns ist es natürlich eine Schande, da auszuscheiden. Das muss man einfach so klar sagen. Ja, ich denke, damit habe ich meine Meinung gesagt zu dem Ganzen. Nichtsdestotrotz schauen wir uns die Statistiken an. Noten werde ich jetzt nicht groß vergeben. Ich werde gleich mal 1, 2, 3 paar Spieler rausheben, denke ich. Das ist was besser auch. Ich meine, die Statistiken interessieren uns heute eigentlich auch nicht, aber der Vollständigkeit halber, ne? Tun wir dies. Ballbesitz 68-32, war glaube ich im Hinspiel sogar ähnlich, ne? Abseitsstellung 5-1, Fouls 11-8, Zweikämpfe 53-47. Zweikampfverhalten war von den meisten Spielern echt okay. Kann man nicht anders sagen. Also es war nicht so, dass sie nicht wollten, aber bei vielen Spielern hast du gesehen, dass sie nicht konnten. Ja, ich denke, das fasst es ganz gut zusammen. Aber wenn man sieht, dass wir 4 Schüsse aufs Tor haben, in der ersten Halbzeit war es einer, was irgendwie so ein Kullop-Ding war, dann sagt das auch alles. Also wir haben zu Hause gespielt, das Publikum hat Vollgas gegeben am Anfang. Die Mannschaft hat es aber nicht geschafft, das Publikum mitzunehmen. Ja, klar, das ist jetzt kein Publikum wie in Dortmund oder wie, keine Ahnung, nehmen wir wieder Real als Beispiel, die 90 Minuten durchgehend Feuer gemacht haben. Das ist in München nicht so. In München ist das nur die Südkurve leider.
Das fehlt natürlich dann auch in so einem Spiel, ja. Aber wenn, man hat es ja zwischenzeitlich auch gemerkt, wenn da mal schnelles Spiel war oder wir mal eine gute Balleroberung hatten oder so, war das Stadion auch da, aber die Mannschaft hat es nicht geschafft, das mitzunehmen und mal die Stimmung mal richtig aufzuheizen. Ja, das hat sie früher auch immer geschafft. Das war heute auch gar nicht da. Ja, das muss sie sich einfach gefallen lassen. Schüsse insgesamt 23,4. Ja, Leute, was da als Schuss gilt, brauchen wir nicht weiter drüber reden, oder? Ecken 0-0 kann nicht sein. Wir hatten auf jeden Fall 3 oder 4. Hat wohl einer vergessen mitzuzählen, aber die waren auch alle scheiße. Also, was der Kimmich heute gespielt hat, Kimmich war heute einer, der wollte und nicht konnte. Ja, das muss man mal knallhart so sagen. Seine 3 Freistöße, die er getreten hat, die absolute Rotze waren. Die Ecken waren, eine war einigermaßen okay, der Rest war komplette Rotze. I don't know. Aber jetzt mal ehrlich, in so einem Spiel, wenn ich doch dann den Anspruch habe, ja, ich bin hier der nächste Obermufti, der nächste Kapitän, wenn die anderen aufhören und der absolute Führungsspieler, wenn Müller und Neuer und Levi und so der weg sind. Ja, da muss ich mir doch mal eingestehen, Alter, ich bin im Moment nicht in Form. Komm doch mal hin und schieß doch mal eine Ecke. Wollen die mir sagen, Coman oder Sané oder wer auch immer kann keine Flanken schießen oder was? Junge, Junge, also da muss man auch mal, da muss man mal ein bisschen Größe zeigen und mal selber, wenn der Trainer das schon nicht geschissen kriegt, das anzusagen, dann muss man das mal selber sagen. Muss man mal sagen, komm, schießt du doch heute mal eine Ecke. Also, das war ja ein Graus, Alter. Ja, Flanken 31, davon war nicht eine gefährlich. Sind wir ganz ehrlich, nicht eine. Punkt. Ja, und dass die komischen Halbfeld-Dinger als Flanken zählen, ja, I don't know, man hat gesehen, wie gefährlich das war, ja. Eine Halbchance durch Musiala. Das war alles. Gut. Schüsse insgesamt, Hernandez ein, Musiala ein, Müller ein. Keine Ahnung, sollen das die Schüsse aufs Tor sein oder was? Also Hernandez hat auf jeden Fall 3 oder 4 gehabt. Torschussvorlagen, Müller 1. Ja, das war auch sein einziges Zehner. Ansonsten war der Müller heute Totalausfall. Ja, das war gar nichts. Coman, bester Mann, Goretzka, zweitbester Mann und die 3 Abwehrkette. Das sind die 5 Spieler, die für mich heute gut performt haben, eine gute Form hatten, wo man gesehen hat, die sind heiß, die wollen. Alle anderen, nee, alle anderen gar nicht. Ballkontakte 116 Upa, 102 Pavard, 100 Hernandez. Da sieht man ja auch schon, wo die Hauptspielanteile waren, ja. Wir standen ja teilweise 15, 20 Meter in der gegnerischen Hälfte mit unserer Dreierkette. Ja. Und die 3 haben es gut gemacht. Gerade Upa hat sehr viele Bälle dann auch vorher antizipiert und abgefangen. Aber auch Hernandez hat sehr, sehr gut gemacht in meinen Augen. Pavard auch. Also es war heute wirklich eine gute Dreierkette. Die haben nichts aufkommen lassen. Alles, was kam, haben sie weggeblockt, haben ein gutes Stellungsspiel gehabt. Auch Upa hat ein bisschen mehr angezeigt und so, hat mir sehr gut gefallen. Da kann ich nur noch mal wiederholen, warum dann in der 87. Minute das Ding auseinanderreißen. Und dann noch einen Spieler reinzubringen, wo man weiß, dass er noch nicht auf seiner Höhe ist. In so einem Spiel bei 1:0, wo man in 5 Minuten in der Verlängerung ist. Dann eine halbe Stunde Zeit hat, wenn du ihn dann unbedingt wechseln willst, aus welchem Grund auch immer, den ich immer noch nicht verstehe, ich weiß nicht, ich habe noch keine Pressekonferenz gesehen. Vielleicht wird er darauf eingegangen, ich weiß es nicht. Dann wechsel halt, wenn die Verlängerung da ist. Dann hat derjenige eine halbe Stunde Zeit. Und wenn du dann ein Tor kriegst, hast du halt noch 29 Minuten, um gegen zu reagieren. Also, ja, lächerlich. Gefoult worden und so interessiert uns nicht wirklich. Ja, weiß ich nicht. Weiß ich auch nicht, was ich sonst noch sagen soll. Vielleicht ein paar Worte zur Aufstellung. Also mit Dreierkette, wie gesagt, hat super funktioniert. Natürlich auch ein bisschen geschuldet, wie Villarreal aufgetreten ist. Also die standen halt nur hinten drin. Völlig okay. Aber wie gesagt, wenn irgendwann mal ein Ball in die Spitze kam oder so, haben die 3 es echt souverän weggepumpt. Also die waren super sicher, auch im Passspiel, da waren keine Fehlpässe. Beim Upa hat man gemerkt, er hat heute ein bisschen sicherer gespielt, hat nicht so die riskanten Bälle gespielt, war aber auch nicht mehr, man hat nicht mehr so diese Verunsicherung gefühlt oder so, wie er sonst immer in seinem Spiel hatte, war heute echt stark, war souverän, war wirklich gut. Und genauso Hernandez und Pavard. Also da kannst du gar nichts sagen. Goretzka hat mir am Anfang nicht gut gefallen. Goretzka kam aber immer besser ins Spiel. Ja. Vor allem war er dann auch mal defensiv neben Kimmich.
Ja, teilweise. Wenn halt wirklich mal irgendwas war, war Goretzka auch da und stand nicht irgendwo vorne, was weiß ich, in der Prärie rum. Hat wirklich ein gutes Spiel gemacht, hat sich immer viel angeboten, hat auch versucht, viel zu pushen. Also bei Goretzka hat man gemerkt, er will auf jeden Fall. Genauso wie bei Upa, Hernandez und Pavard. Beim Kimmich hat man auch gemerkt, er will, aber man hat gesehen, es ging nicht. Er hat einfach keine Form. Ich weiß nicht, wo die Form seit 2 Wochen hin ist. Kimmich hatte keine. Musiala hat viel versucht, aber sind wir ganz ehrlich, am Ende des Tages, wenn man die Zweikämpfe gesehen hat heute, gefühlt hat er nicht einen Zweikampf gewonnen. Die waren alle so abgewichst da hinten, die haben ihren Körper reingestellt und da war kein Kraut gewachsen. Hätte ich mir gewünscht, dass in der Halbzeit ein Marcel Sabitzer reinkommt, bin ich ganz ehrlich. Hat gegen Augsburg sich zerrissen. Und ich glaube nicht, dass er es irgendwie schlechter gemacht hätte. Alternativ hätte man ihn auch einfach mal auf der rechten Seite bringen können. Kann er auch spielen für einen Sané, weil Sané war genau so eine Nuss heute. Ja, man hat auch gesehen, dass er wollte. Hat man auch daran gesehen, dass er dann die paar Szenen, die da waren, auch mit nach hinten gearbeitet hat und da auch die Zweikämpfe gewonnen hat. Aber nach vorne keinerlei Ideen, keinerlei... Ja, alles nur nach der Vorgabe, Halbfeld und dann reinflanken, ja. Also immer nur dieses Schema, 90 Minuten dieses Schema. Nicht einmal versucht, so wie es Coman gemacht hat, mal versucht, außen vorbeizugehen, mal einen aussteigen zu lassen, gar nichts. Immer wieder, wenn er die Pässe gekriegt hat, immer wieder Anspielung, Stoppfehler. Boah, Alter. Dasselbe gilt für Müller. Müller war genau dieselbe Rotze. Ist da rumgeirrt wie ein Huhn ohne Kopf. Ohne Scheiß. Also der hat nicht eine... Was sonst so seine Stärken sind, waren heute seine absoluten Schwächen, Alter. Weiß ich nicht, was er gespielt hat. Also beim Pressing war er gar nicht vorhanden irgendwie. Da war auch wieder gar keiner vorhanden, mal abgesehen von so 15 Minuten mal, wo wir es hingekriegt haben. Ansonsten viel rumgelaufen, den Ball hinterher da vorne irgendwie. Also. Und auch Müller gar nichts. Also Müller war heute wieder wie so ein Spieler aus der Kreisliga A. Ja, ohne Scheiß. War heute original. Also, Levi genauso, muss man auch mal sagen. Levi gut auch abgekocht heute. Hat gefühlt auch nicht einen Zweikampf gewonnen. Ja, das Tor hat er gut gemacht, keine Frage. Aber alles andere, ich meine, die gelbe Karte war völlig berechtigt danach, das Ding. Ja, klar, hat er sich aufgerieben da gegen seinen Gegenspieler, aber er hat nicht wirklich einen Stich gemacht im Zweikampf. Klar, es sind keine Räume da. Ja, die stehen halt mit 12 Mann hinten im 16er. Ist schon klar, dass es da für Levi nicht leicht ist und so weiter. Brauchen wir gar nicht drum herum reden, aber ja, vom Weltfußballer muss da einfach mehr kommen in meinen Augen. King war so der einzige von den Offensiven, wo man gemerkt hat, ja, er will. Und er liefert auch. Der einzige. Und das reicht dann halt nun mal nicht, ja. War auch der Einzige, der irgendwie am Boden zerstört war. So. Und das in beiden Spielen, ne? In beiden Spielen. Sané, habe ich ja schon gesagt, war bemüht, aber lächerlich. Also die Wechsel dann in der 82. Gnabry für Musiala. Ja, keine Ahnung. Musst du den Gnabry unbedingt bringen. Wenn er keine Form hat, dann bring ihn für den Sané. Habe ich nicht verstanden, hat auch keine Szene gehabt in den 10 Minuten. Ja, hat man irgendwas anderes erwartet, also ich nicht wirklich. Choupo-Moting, ja, keine Ahnung, das war dann Verzweiflungswechsel, weil es 1-1 stand. Und wie gesagt, der Wechsel von sie. Ja, warum? Aus welchem Gesichtspunkt heraus? Man hätte doch ganz geschillt in die Verlängerung gehen können, oder vielleicht hätten wir noch einen gemacht. Vielleicht hätten wir noch irgendwie einen vorne gemacht, wer weiß das schon. Aber ansonsten hätte man noch ganz geschillt in die Verlängerung gehen können, dann hättest du mal ein bisschen sondieren können, dann hättest du mal frische Kräfte bringen können, dann hättest du einen Gnabry reinbringen können, dann hättest du meinetwegen auch einen Davies reinbringen können, vielleicht auch einfach mal eine Stufe weiter nach vorne zum Beispiel. Dann hättest du einen Sabitzer noch mit reinbringen können. Und da wäre doch alles gut gewesen. Hätten wir frische Kräfte gehabt, Goretzka hätte das wahrscheinlich nicht durchgehalten, alles gut, Verlängerung, verstehe ich. Ja, und dann hätten wir das Ding gewuppt, bin ich mir 100% sicher. Also, weil Villarreal war nicht wirklich im Spiel, muss man mal ganz klar sagen. Ja, gut, das Ding, das hat er dann so ganz gut gemacht, wo wir nicht vernünftig ins Gegenpressing kamen. Vielleicht hätte man ihn da auch einfach mal umnieten sollen.
Ne, das muss man natürlich auch mal sagen. Kann ja nicht sein, dass er da 3 Leute austanzt und dann den Ball noch da rausspielen kann. Ja, dann grätsch ihn doch einfach mal um, Alter. Wo ist das Problem? Der Schiri hat doch sowieso nichts gepfiffen. Also gelbe Kartenmäßig, hätte sie ihn doch einfach umgelegt. Also einer von den 3. Ich meine, der erste kannst du ja noch aussteigen lassen, aber der zweite müsste doch dann schon versuchen, ihn umzunieten. Aber spätestens der dritte sollte es versuchen. Und er tanzt da 3 Leute aus und spielt den Ball dahin und Fonsi hebt das Abseits auf, ja. Und dann war es geschehen, ne? Gut. Ich würde sagen, Zusammenfassung, ich persönlich bin enttäuscht, kann ich so sagen. Auf der anderen Seite sage ich euch auch ganz ehrlich, in die Form, die wir gerade haben, woher sie auch immer kommt, kannst du froh sein, dass wir raus sind. Ohne Scheiße, wir werden so gedemütigt worden von Liverpool. Die hätten uns wahrscheinlich zweimal 4-1 oder so rausgeschossen. Machen wir uns nichts vor, Leute. Ganz ehrlich nicht. Was die an Qualität vorne haben. Und was wir im Mittelfeld und so weiter mit dem Pressing und so, da kommen wir doch gar nicht mehr klar. Ich weiß nicht, ob die Mannschaft einfach platt ist. Vielleicht ist auch viel von wegen Vertragsgespräche und sonst so die sonstigen Müll. Ich weiß auch nicht, ob man sowas dann in dieser Phase dann alles machen muss. Ja? Also da sollte man sich die Führung vielleicht auch mal ein bisschen Gedanken machen. Man quatscht immer so, ja, das sind dann die wichtigen Monate, die wichtigen Spiele. Ja, und dann lässt man 20.000 offene Kaderfragen stehen. Anstatt einfach mal zu sagen, bam, ja, wir wollen mit ihm verlängern. Bam, ja, wir wollen mit dir verlängern. Ja, du bist hier 500 Jahre alt, du kriegst jetzt nur noch 80% oder 70% deiner Bezüge. Bam. Und dann kommuniziert man das klipp und klar, auch an die Öffentlichkeit, an die Spieler und dann ist das Thema durch. Punkt. Dann kann der Spieler sagen, jo, mach ich oder nee, will ich nicht. Fertig. Ja? Weil wenn man da liest, ja, alle 3 wollen mehr Geld. Wo will ein Neuer, Lewandowski und Müller denn bitte mehr Geld, Alter? Wenn dem wirklich so sein soll, ja, dann verpisst euch. Jetzt mal ernsthaft, Alter, was ist denn los? Alter, Baby, da kriege ich ja richtig Krawall. Das ist immer ein ganz anderes Thema. Ich meine, man weiß nicht, ob das so ist, aber wenn das so sein sollte, also gerade so Müller, der sich immer hinstellt, so als ich bin jetzt Vereinsidol Nummer 1, ja, dann sollte man auch nicht vergessen, dass seit 2 Jahren Corona ist und wir keinerlei großen Zuschauereinnahmen haben. Und dann stelle ich mich dahin als über den Fußballsommer hinaus, ja, wenn man noch 2 Jahre spielen möchte, stelle ich mich dann dahin und sage, ja, ich möchte aber für die 2 Jahre noch mehr Geld oder was, Alter. Da fällt mir aber auch ein Ei aus der Hose. Dann kannst du auch echt sagen, ja, dann geh. Und dasselbe beim Levi, Alter. Als ob den Levi das interessiert, ob er nochmal 2, 3 Millionen mehr hat. Wenn der Levi sagt, jo, ich möchte nochmal eine neue Herausforderung, eine andere Liga haben, ja, kann ich das verstehen. Dasselbe wie beim Alaba. Alles gut. Dann kommuniziert man das klar und dann geht der im Sommer. Dann kriegen wir ein paar Mille und dann ist gut. Punkt. Ja. Und ein Neuer, Neuer ist ein Torwart, der kann noch ein paar Jährchen spielen. Aber der muss ja auch mal sehen, er ist nicht mehr der Jüngste. Und dann kann man ja auch mal sagen, yo, alles klar, ist okay. Wenn ich 3 Millionen weniger kriege, habe ich immer noch 17 wahrscheinlich. Junge, was ist denn los mit den Leuten? Ich verstehe das alles nicht. Ja, keine Ahnung. Das ist vielleicht, ich weiß nicht, ob das irgendwie ein Erklärungsversuch ist, obwohl man ja auch sagen muss, die Verträge laufen ja auch nicht dieses Jahr aus. Was? Die sind noch ein Jahr da. Ja, deswegen kann das eigentlich gar nicht so einen Einfluss haben, aber anscheinend ist es ja schon so, dass das irgendwie innerhalb der Mannschaft irgendwie einen Einfluss hat. Ich meine, bei Gnabry, ja, wow. Da hat man sich das Eigentor selber geschossen. Und man sieht ja auch, mit welcher Leistung er zeigt. Und dann mit den Leistungen, die man zeigt, stellt man sich dahin und redet von 15, 16 Millionen, die er haben möchte. Alter. Da fällt mir halt auch alles aus dem Gesicht. Ne? Ist dann der Nächste, der ablösefrei wechselt. Wahrscheinlich nach Dortmund. Glückwunsch. Nee, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber, ja, weiß ich nicht. Das ist also ich habe keine Erklärung für diesen Leistungsverfall. Habe ich nicht. Ich meine, in Freiburg war es noch gut. Ja? Jetzt nicht super gut, aber es war gut. Und dann fährt man nach Villarreal, wo man die ganze Zeit labert, ja, das sind jetzt die wichtigen Wochen und bla und Sülz.
Und dann liefert man da eine Einstellung am Tag, als würde man irgendwo nach Buxtehude fahren und gegen einen Fünftligist auflaufen. Im Champions League Viertelfinale. Also da fällt mir halt ein Ei aus der Hose. Und da kann man auch nicht sagen, dass der Trainer da keine Mitschuld hat. Weil auch da hatten wir keinerlei Spielidee und das ist die Aufgabe des Trainers. Wo war unsere Spielidee im Hinspiel? Wo war unsere Spielidee heute im Rückspiel? Außer diese Flanken aus dem Halbfeld auf das Tor gedreht. Das war unsere Spielidee, 90 Minuten lang. I don't know. Weiß ich nicht. Vielleicht spricht da auch die Enttäuschung aus mir, vielleicht übersehe ich einige Sachen gerade, aber ich habe nichts anderes gesehen im heutigen Spiel. Das Tor haben wir, wie gesagt, nach dem Ballgewinn gemacht, da war dann halt mal ein bisschen Raum. Das war gut gemacht. Alles andere, Offensivbemühungen. Ja. Gut, Upa nach der Ecke, das Ding hätte er natürlich machen können. Das war noch eine Sache. War das nach der Ecke oder war es nach der Reingabe vom Sané? Ich weiß es gar nicht. Ist auch wurscht. Aber das war das einzige Ding, was noch eine klare Torchance war, wenn er den aufs Tor gebracht hätte. Alles andere, nee. Einfach nein. Von diesen 31 Flanken, die da standen, waren alle Schrott. Dann war doch mit das gefährlichste ein Coman-Schuss aus der zweiten Reihe, der halt knapp war. Ja, der Freistoß vom Sané war eine Frechheit. Die ganzen Ecken waren eine Frechheit. Und ja, einfach keinerlei Ideen. Und wieder, wir haben halt einfach wieder nicht schnell gespielt. Nicht schnell. Es war echt wieder so, ja, die stehen halt da hinten, was machen wir jetzt? Also das war früher unsere Stärke, ja. Das war früher unsere Stärke, dass wir gegen Mannschaften gerade, man hat immer, wenn eine Mannschaft nach München kam, hieß es immer, ja, wenn wir uns jetzt 90 Minuten reinstellen, dann gehen wir 3-4-0 nach Hause. Das war immer unsere Stärke, gegen Mannschaften zu spielen, die hinten drin stehen. Und jetzt auf einmal können wir es nicht mehr. Schwierig. Ja, ich als Außenstehender habe da keine Erklärung für und wir werden damit sicher auch keine Erklärung kriegen, was da wirklich Sache ist. Aber ja, dass da irgendwie alles stimmt in der Mannschaft, kann mir kein Mensch erzählen. Also, dass innerhalb von 2 Wochen irgendwie so ein Leistungsabfall da ist, dann in den Spielen, wo man eigentlich hoch motiviert sein müsste, verstehe ich nicht. Ich meine, gegen Augsburg das Spiel, ja, alles gut. Gegen Augsburg haben wir uns immer schwer getan und dann hast du einen glücklichen Sieg eingefahren, dass man da sich vielleicht auch ein bisschen schon schont und irgendwie nur 20% weniger gibt, weil jetzt heute dieses Spiel ist und so, alles gut. Aber dann habe ich gerade heute so, wie bei Spielern wie von Müller, von Kimmich, da kam nichts. Sané, da war nichts. Es ist nicht so, dass sie nicht wollten, die konnten einfach nicht, die sind nicht fit. I don't know, ich weiß nicht, weiß nicht, was die genommen haben, dass sie jetzt innerhalb von 2 Wochen so weg sind, oder was? Ich habe keine Ahnung. Ich bin da ein bisschen ratlos irgendwie. Aber wir werden es auch nicht aufklären. Gut, Leute, das soll es gewesen sein. Wie gesagt, sehr enttäuschend. Auf der anderen Seite, ja, wäre es gegen Liverpool eine Schmach geworden, bin ich mir sicher. Ja, klar, wäre was ganz anderes gewesen, weil Liverpool Räume bietet, weil die uns attackieren. Klar, Sülz, alles gut. Aber mit der Form, die wir die letzten 3 Spiele jetzt gezeigt haben, ich bitte euch. Also da wären wir abgeschossen worden. Da müssen wir uns gar nichts vormachen. Guck dir an, wie stabil und wie gut Liverpool seit Wochen drauf ist. Ne? Also, da wären wir krasser Außenseiter gewesen. Villarreal sieht das anders aus, weil das eine Mannschaft ist, das hat man ja heute gesehen, die stellen sich halt auch 90 Minuten hinten rein. Ja, und dann weiß nicht, wie Liverpool spielt gegen Mannschaften, die sich hinten reinstellen. Vielleicht haben die da auch mehr Probleme. Wer weiß. Vielleicht unterschätzen die auch oder was weiß ich. Und dann gibt es nochmal eine Überraschung. Wer weiß das schon. Aber wir hätten da auf jeden Fall einen Arschhol gekriegt. Ich glaube nicht, dass wir jetzt nochmal irgendwie ein richtig gutes Spiel diese Saison von unserer Mannschaft sehen. Zum Glück haben wir 9 Punkte Vorsprung. Ich weiß gar nicht, wann spielen wir gegen Dortmund. Das könnte natürlich nochmal eine Schmach werden, wenn wir da auch so leistungsstabil sind, wie wir aktuell sind. Ja, jetzt spielen wir in Bielefeld. Das ist ein sehr undankbares Spiel, weil
die Jungs mit Sicherheit alle sehr motiviert sein werden. Die sind nämlich alle am Boden zerstört. Da bin ich mal gespannt, wer da auflaufen darf. Ja, dann spielen wir gegen Dortmund. Ganz ehrlich, haben wir so ein Leistungsniveau, wie wir aktuell haben, gewinnen wir das Spiel auch nicht. Ist aber auch nicht so wichtig. Dann haben wir noch 6 Punkte Vorsprung. Das heißt, wir müssen noch ein Spiel gewinnen. Entweder in Mainz, zu Hause gegen Stuttgart oder in Wolfsburg. Ich hoffe, das schaffen wir. Und dann sind wir deutscher Meister. Und dann ist gut. Ja, muss man einfach mal so sehen. Aber dass wir noch mal ein richtig gutes Spiel sehen. Also wenn wir uns nicht in der Champions League gegen Villarreal motivieren können, dann können wir uns auch nicht im Heimspiel gegen Borussia Dortmund motivieren. Also sehe ich dann auch nicht. Dass wir uns dann überhaupt in Bielefeld motivieren können oder in Mainz, sehe ich auch nicht. Deswegen ich bin sehr gespannt auf Sonntag dann. Aber ob das Spiel sehenswert sein wird, wage ich irgendwie zu bezweifeln. Ja, weiß ich nicht. Ihr merkt ja, ich versuche gerade, mein Kopf rattert und ich finde aber einfach keine Erklärung dafür. Heute hätte ein Feuerwerk abbrennen müssen, von der ersten Minute an. Und nicht erst in der zweiten Halbzeit anfangen. Ja? Und dann auch nicht nur für die 30 Minuten, die es war. Also da musst du brennen. Wir reden über einen Tabellen-7. aus Spanien, Alter. Punkt. Da gibt's nichts dran zu deuteln. Ja, letztes Jahr Europa League-Sieger. Jo, alles gut. Hat uns nicht zu interessieren. Sprachlos, ratlos, enttäuscht gehe ich jetzt ins Bett, Leute. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund. Rot-weiße Grüße gehen trotzdem raus. Wir können uns jetzt auf die Meisterschaft fokussieren, auf die letzten 5 Spiele, wo wir noch 2 Siege brauchen. Und dann ist doch alles gut. Dann haben wir eine ordentliche Saison und alles ist gut. Ja, mein Fazit. Und ich bin gespannt, was so die nächsten Tage zu lesen sein wird und vor allem was zu hören sein wird. Ich bin gespannt, ob wir irgendwann mal erfahren werden, ja, woran es gelegen hat. So vereinsintern irgendwie, also irgendwas ist da ja auf jeden Fall nicht ganz glücklich, weil so ein Verhalten, erstmal so diese Masse, was wir dieses Jahr hatten an schlechten Spielen, an richtig schlechten Spielen. Und dann gerade im Europapokal haben wir nie so eine Auftritte gehabt. Also das Letzte, woran ich mich erinnern kann, ist Lyon mit einer Brandrede von Franz Beckenbauer, wo danach dann der ganze Verein gebrannt hat. Das hätte nach Villarreal auch passieren müssen. Und da ist gar nichts passiert. Da ist gar nichts passiert. Es war Friede, Freude, Eierkuchen. Zumindest nach außen hin. I don't know. Gut, ich bin weg. Tschüssi.